Kommst Gäste über oder hast Besuch, dann mach einen feinen Apero. Tomatenküsseli von der Patricia. Das Rezept kommt gerade jetzt. Die Zutaten stehen bereits da und am meisten Freude habe ich an dem hier. Was braucht es sonst noch? Gerne Marinade ohne Fleisch zum Marinieren, ne? Komisch. Spannend, gut. Wir nehmen so Frischkäse, Blätterteig, Tomaten, Hinterschinken, verschiedene Gewürze und eben unter anderem die Marinade. Wenn ich hier noch dazu sagen, wir haben hier wirklich feine Hinterschinken. Ja, das riecht bis hier so ganz fein, kräuchert. Ja, ich merke es voll. Ja. Und ich glaube, je mehr Gutes das man nie tut, desto mehr Gutes holt man raus. Ich bin mega gespannt. Kommen wir gerade wieder. Ja, bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Also, was habe ich bis jetzt vorbereitet? Blätterteig ausgewählt gekauft, hier auf ein Backblech schon vorgeschnitten. Tomaten habe ich in Scheiben geschnitten. Schinken habe ich ein bisschen so davor gesüpft, also mundgerechte Stücke, würde man sagen, für Großschnorris. Frischkäse bereite ich jetzt. Bitte keine fertige mit Kräutern kaufen, wir haben alles hier, was wir brauchen. Dann nehmen wir ein bisschen Stickhuspfeffer, je nach Geschmack. Ich nehme da ein bisschen mehr. Und nehmen noch gefriergetrocknete Basilikum. Machen wir unsere Kräuterfrischkäse selber. Dann nur ein bisschen untereinander rühren. Ich mache extra nicht zu viel Gewürz und ausnahmsweise, wirklich ausnahmsweise, kein Herdöpfelgewürz. Die Marinade nehme ich mit meinem Steady-Pinsel. Und dann mache ich wirklich so schön dosiert einmal Haselnussgröße. Wie verteilen? Da habe ich noch auf dem Pinsel, kann ich zum nächsten auch noch in die Mitte nur, weil wir wollen, dass nachher der Rand von diesem Blätterteig aufgehen. Das sieht einfach schöner aus nachher. Kann man weiterhin mit der Wie anstoßen, ohne dass alles klebt. Ich habe mich ein bisschen umdisponieren, habe alles mit einem bisschen breiteren Backpapier, damit es schön Abstand voneinander hat, sonst hätte alles ineinander geklebt. Und jetzt kommt meine Frischkäsemischung. Mach da Frischkäse über die feine Marinade. Es kann nicht schlecht werden mit solchen Zutaten. Also jetzt machen wir überall ein Stück Schinken und eine Scheibe Tomate. Jetzt mache ich nur noch so ein bisschen Basilikum oben drauf. Dann haben wir so ein bisschen fast einen Pizza-Geschmack. Das kommt jetzt in den Ofen, 200 Grad, Umluft, etwa 15 Minuten. Hier riecht es schon wunderbar. Tomatenkissel zum Vorspeise, zum Apero, zum Knabbern. Ich tue das auf einen anderen Teller legen und hole den Steady zum Probieren. Hey, jetzt schon parat? Jetzt sind wir voll parat. Ich habe gedacht, ich nehme meinen Vater mal noch mit. Der Gründer von der Steady Gewürz, der Erfinder von allen Mischungen. Jetzt sollen wir einfach mal probieren, dann sehen wir es. Lassen wir uns überraschen. Genau, machen wir das. Hui, Los! grosse Verantwortung heute. Das Problem ist halt, du hast dann immer wieder Gäste, die kommen immer wieder, wenn du so etwas aufstellst. Da musst du schon wissen, weißt du? Machen wir nur für die lieben Gäste. Also nur für Spezielle wie für mich, oder? Zum Beispiel, genau. Ich würde euch empfehlen, da nachzukochen. Mega fein, schon wieder. Schon wieder? Ja, Da unten ein bisschen gutes Tübli rauf oder runter, um zu zeigen, dass ihr uns gerne habt. Oder wenn es euch nicht gefällt, Genau. teilen, abonnieren, Glöckchen einschalten. Und wer weiß, vielleicht ist bald jemand von euch einmal da an dem Platz und darf auch mitprobieren. Ich würde sagen, nachmachen. Absolut. Und vielen Dank. Danke. Bis nächstes Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao, ciao.